Heute bin ich ganz gut aufgelegt. Heute war ich nämlich auf einem Kaffeekränzler bei der Clara. Ich kenne die schon 60 Jahre lang. Das ist ein ganz netter. Und darum hat sie heute zum Kaffee eingeladen. Auf dem Weg zur Clara bin ich noch bei der Kirche vorbeigegangen und habe mir ein Fläschchen Weihwasser geholt. Ich brauche viel Weihwasser. Jedes Mal, wenn ich bei der Tür ausgehe, dann spritze ich alles an mich an. Ich habe sogar ein Weihwasser von Lourdes. Das ist noch viel schärfer. Aber das nehme ich bloß an Weihnachten und an Ostern. Wie ich dann angekommen bin zur Clara, dann waren sie schon zu dritt. Clara, Dorle von Buchler, die kenne ich noch von der Nähschule vor 60 Jahren, und von der Clara, die Nachbarin, Frau Haseneck. Die ist gebürtig von Hamburg und eine Oberlehrerin im Ruhestand. Dann hat sie als erstes etwas gegeben, das habe ich gar nicht kennt. Und zwar ein Gastgeschenk. Weil der Clara, ihre Schwester, am Bodensee verheiratet ist. Und dann kriegt sie öfters ein Kirschwasser. Und dann hat sie für jeden von uns drei so ein kleines Fläschchen abgefüllt. Und das kriegt man als Geschenk. Das ist doch nobel, oder? Ich habe im Leben noch kein Kirschwasser getrunken. Aber wenn das nichts kostet, dann schmeckt mir das. Und dann hat es gleich so einen Sekt gegeben. Gut, das war ein bisschen ein saurer Hund. Aber weil ich so einen durchgehört habe, habe ich gleich 2 Gläser auf einmal reingeschüttet. Frau Haseneck hat mir nach ihr Gläsler auch noch rumgeschoben. Sie hat einen empfindlichen Magen. Dann habe ich gesagt, passt, nehme ich auch noch. Und am Schluss war in der Flasche gerade noch so viel, dass für mich noch ein Gläsler gegeben hat. Und weil ich so einen durchgehört habe, habe ich das 4. Gläsler auch noch reingeschüttet. Du, mein Lieber, dann ist mir ein bisschen heiß geworden. Ich habe gleich früher einen Ohrenwatschel gekriegt. Endlich hat es noch einen Kaffee gegeben. Einen ganz guten Bohnenkaffee hat sie gemacht. Und eine Torte, ich kann es euch sagen, bildschön, eine Schwarzwälder Kirschtorte. Du, ich habe mich da gar nicht lang betteln lassen. Ich habe gehörig zugelangt und die war gut. Ich glaube, ein bisschen ein Schnäpsel war auch drin. Nein, ich denke, ein Stückchen backe ich noch. Es ist nicht zum Glauben, was in Leute reingeht, wenn die eingeladen sind. Dorle hat auch gehörig reingefuttert. Bloß die Frau Haseneck, die hat so vornehm ein bisschen rumpickt. Herkules, hätte ich jetzt einen duscht und habe nichts zum Trinken dabei. Ich bin ja noch eine halbe Stunde auf dem Weg. Es hat auf jeden Fall auch noch Eierlikör gegeben. Herkules, ich habe schon 15, 20 Jahre keinen Eierlikör mehr getrunken. Und der war gut. Und süß war der. Ich habe noch gleich so die Flasche Sell übernommen, dass Clara jetzt so viel Arbeit hat. Und die Gläsler waren genau so tief wie meine Zunge lang. Und so hast du jedes Mal mit einem das Gläsler leer gehabt. Nach dem 5. Eierlikör ist noch Frau Haseneck auch ein bisschen zutraulicher geworden. Sie hat das gleich Du angeboten. Sie heisst Gesine. Herrgott, das muss schon mega, gell? Mensch, ich habe einen duscht wie ein Jagdhund und nichts zum Trinken dabei. Ja, Herrschaftszeiten. Kennt ihr jetzt so ein Weihwasser? Inwendig auch anwenden. Du, da ist doch nichts Unrechts drin.
Und eine Segensvergiftung wäre ich doch kriegen. Das probiere ich jetzt. Ja, leck mir mal, ist jetzt ein scharfes Weihwasser. Oh. Du, da ist viel Särge drin. Das brennt der Hals noch bis in die Blinddarmkurve. Aber es ist nicht schlecht. Man denkt gerade meine so Himbeer oder Kirsch oder so. Weißt du, denen in der Kirche brauchst du nichts anlernen. Die wissen schon, oh, was gut ist. Zumal hat ein Storle gesehen, ich erzähle euch einen Witz. Puh, da habe ich schon im Voraus lachen müssen, weil dir kann doch keinen Witz erzählen. Dann hat sie angefangen. Da war einmal ein Mann und der hat den Hosenladen offen gehabt. Und dann hat sein Weib gesagt, heute darfst du die offen lassen. Hä? Totenstille. Bloß Dorla hat gelacht wie ein Schalksnarr. Und dann hat sie zu Eisel gesagt, hat er den Witz gar nicht kapiert. Frau Haseneck hat dann gesagt, der Witz sei unterhalb der Gürtellinie. Dann habe ich gesagt, Dorla, der Witz geht ganz anders. Da hat der Mann den Hosenladen aufgehört und dann hat sein Weib gesagt, gell, wenn der Vogel hier ist, darf man das Tier offen lassen. Mir wird es mal so heiß. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ist das der inwendige Säger? Aber ich glaube, das nächste Mal, wenn ich in die Kirche gehe, dann nehme ich ein zweites Fläschchen mit. Und now haben wir sogar noch eine Musik gekriegt. Eine Musik. Weil Clara hat ihren Spalaterspieler halt das mit einer schwarzen Schreiber eingeschaltet und dann hat er gesungen. Der blaue Reck. Roy Black. Ist das ein schöner Mann gewesen? Ja, leck mich am Arsch. Mir hat jetzt nie ein Mann gefallen. Aber den hätte ich genommen. Den hätte ich wirklich genommen. Ganz in weiß mit einem Strumenblaus. Aber es ist ums Verrecken nichts geworden. Der hat mich nicht wollen. Wurscht. Der Strumenblaus wäre heute auch schon verdorrt. Ja, tut's go. Gott doch. Ich sau wie eine Schwitz. Mir ist so heiß. Jetzt kriege ich erst noch den Hesch. Frau Vitrine, den sagen, schluck auf. Mir sagen, Hesch, kein Problem. Alter Bauerdreck, Obacht. Hesch, gange denen um den Dresch. Zack, weg. Jetzt ist das Weihwasser fast gar und ich habe noch einen Saudusch. Aber Saudusch darf man gar nicht sagen, hat Frau Regine gesehen. Da sei nämlich, sei beleidigt. Blöder sei. Oh, da kommt mein Bamnemus auch und ich komm gar nicht mehr hoch. Ja, was tue ich denn? Ich komm gar nicht mehr hoch. Ich muss doch auf den Bus. Hau ruck.